Jetzt lautet das, willst du Deutschland vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Herr Kubicki, schön, dass Sie da sind. Wir sind ja hier im wunderschönen München, mitten im Herzen, im Schwabing. Sehen hier heute eine kleine Veranstaltung der FDP und danke, dass Sie sich die Minuten für uns Zeit nehmen, um über Wirtschaftsthemen ganz kurz zu sprechen. Meine erste Frage vielleicht in der Hinsicht, weil Sie auch gerade einen schönen Vortrag gehalten haben dazu. Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein großes Thema. Wir reden nicht nur von Future for Friday. Das war es immer schon, Nachhaltigkeit. Familienunternehmen sind nachhaltig, weil sie sich ja Gedanken darüber machen, wie es mit der Nachfolge weitergehen wird. Ist das so? Ja, ist das so. Ist das Ihr Eindruck? Jeweils das, was ich erlebe, man macht sich immer Gedanken darüber, wie man Kosten senken kann und wie man gleichzeitig Umsätze generieren kann, wie man neue Felder erschließt und vor allen Dingen, wie die Firma leben bleibt. Und welche Impulse sollte man als Unternehmer dann setzen? Ja, zunächst einmal muss man eine Markterkundung vornehmen. Ich muss sich die Frage stellen, was wollen meine aktuellen und potenziellen Kunden morgen, nicht heute? Und wie kann ich mich darauf einstellen? Ganz aktuelles Thema ist momentan nicht nur Unternehmensnachfolge, sondern wo komme ich die Fachkräfte her, die ich brauche, um Aufträge abzuwickeln. Gerade im Handwerk ist das eine zentrale Frage. Wir werden in dem Bericht, aus dem ich komme, in Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren 7.000 Nachfolgen haben und wir fragen uns, wo sollen die herkommen? Ja, ein ganz großes, spannendes Thema. Wir haben auch, glaube ich, so neue Technologien, die wir ja im Zugriff haben oder die zu uns gerade auf uns zukommen. Ich aus meiner Sicht finde, wir spielen da noch eine zu kleine Rolle im internationalen Vergleich. Spielen wir überhaupt eine Rolle im internationalen Danke, Vergleich? ja. Also so direkt wollte ich es gar nicht sagen. Wenn wir feststellen, dass wir beim Glasfaserausbau bei Nummer 34 von 35 OECD-Staaten sind, dann muss uns das doch zu denken geben. Wir waren mal ganz weit vorne. Jetzt lautet das, willst du Deutschland vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Guter Spruch, danke. Also mit einem Schleswig-Holsteiner ist es immer nett, sich zu unterhalten. Aber klar, wir spielen überall ein Schlusslicht. Wie wollen wir denn das ändern oder wie kann eine FDP das auch ändern? Durch Geschwindigkeit. Infrastrukturmaßnahmen müssen beschleunigt werden. Nicht darüber reden wir die ganze Zeit. Also ich finde es so faszinierend, dass diese große Koalition 2013 einen Plan aufgelegt hat, Deutschland soll digitaler werden. 4 Milliarden haben sie zur Verfügung gestellt und nach 4 Jahren haben sie festgestellt, nicht ein Euro ist abgeflossen. Wir wollen die Schulen digitaler gestalten. Wir haben ja einen Digitalpakt geschlossen, der steht fest. Bisher ist da nicht 1 Euro abgeflossen, weil der Finanzminister vergessen hatte, die Mittel in den Haushalt einzustellen. Also so nett ist das gelegentlich. Aber was wir dringend brauchen, ist tatsächlich überall so schnell wie möglich Glasfaser, vor allen Dingen sehr schnell Aufbau eines stabilen 5G-Netzes. Ja. Das ist eine technologische Herausforderung, aber machbar. Wir können nicht bis 2025 warten, weil kein Mittelständler irgendwann mal in einem Vorort von, Passau, sein Unternehmen weiterlaufen lassen kann, wenn er keine entsprechende Verbindung hat, kein entsprechendes Netz hat. Es wird ja künftig immer weniger darauf ankommen, wo man ist, sondern dass man Zugang zum Netz hat. Ja, definitiv. Mobiles Arbeiten, mobiles Leben, das ist ja alles dasselbe. Das bringt mich auch zum nächsten Thema, mobile Beweglichkeit, also sprich autonomes Fahren. Auch hier spielen wir in vielerlei immer die zweite Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind nicht in der Champions League. Auch hier fehlt uns das Feuer oder woran liegt das? Liegt es an den politischen Weichen? Liegt es am Unternehmertum? Ich glaube, es liegt an der Mentalität der Deutschen. Wir haben zunächst gefragt, wer haftet dafür, wenn es nicht funktioniert? Statt uns mit der Frage zu beschäftigen, wie machen wir es funktionierend? Ja, also wir diskutieren zunächst immer mal, was ist wenn, ohne uns der Frage zuzuwenden, kriegen wir es überhaupt hin? Und wir sollten vielleicht etwas technikaffiner werden als gegenwärtig. Ne? Wer kann die Weichen dazu stellen? Ich bin sicher, ja, politische Entscheidungsträger, wir alle. Aber da müssen wir mental etwas anders aufrüsten. Nicht? Müssen wir weniger Angst vor neuen Entwicklungen haben, sondern wir müssen sie befördern mit öffentlicher Unterstützung, mit öffentlichen Mitteln, vor allen Dingen aber mit einer Debattenkultur, die wieder neugierig macht und nicht Angst vor der Zukunft. Wunderbar, perfekt. Also geben wir Gas, keine Angst vor der Zukunft. Auch ein Thema, wir können auch Gas geben, wir können auch Wasserstoffgas geben, genau. statt Sprit. Das ist auch noch nachhaltig und umweltfreundlich. Sie haben auch gerade gesagt, Wasserstoff ist in Schleswig-Holstein gerade ein großes Projekt auch? Oder, ja, aber wir haben sehr viel Strom, den wir nicht ableiten können, weil unsere bayerischen Freunde zu langsam sind, den Südlink zu implementieren. Wir können damit leben, wir zahlen dann 300 Millionen Euro in Schleswig-Holstein jedes Jahr für Strom, der nicht abtransportiert werden kann. Und statt für nichts etwas zu bezahlen, macht es doch Sinn, mit dem Strom die Pyrolyse voranzutreiben und Wasserstoff zu generieren. Mit dem Wasserstoff Brennstoffzellen zu tanken. Wir haben auch die Infrastruktur. Wir können die Tankstellen, die wir haben, umrüsten, ohne große Schwierigkeiten.
Und dann hätten wir von heute auf morgen in relativ kurzer Zeit die Möglichkeit, emissionsfrei, außer Wasser, emissionsfrei zu fahren und bei dem Klimaschutz einen großen Dienst zu erweisen. Alstom hat mittlerweile Loks entwickelt, die fahren auch schon 6 Stück davon, die mit Wasserstoff fahren. Und da müssen wir nicht uns Kobalt holen aus dem Kongo und Lithium aus Chile unter Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Vor allen Dingen sind die ja in den Mengen gar nicht da, die wir brauchen, sondern dann können wir schlicht und ergreifend Technologie, die wir seit über 100 Jahren kennen, jetzt das erste Mal wirklich sinnvoll einsetzen. Perfekt. Super, also ja, entspricht genau meiner Idee sozusagen. Also leichter ein Wasserstoffnetz aufzuziehen. Ja, Sie tanken Wasserstoff in Ihren Tank auch deutlich schneller, als Sie Ihre Batterie aufladen. Aufladen, genau, auch das ist richtig. Mein letzter Punkt ist eher sehr persönlich sozusagen. Es war auch gerade die Geschichte, die Sie erzählt haben bezüglich Seenotrettung. Ja. Ich finde, auch das muss erzählt werden, die Geschichte. Sie haben da einen schönen Vergleich gebracht, wie viele Menschen es gibt. Vielleicht können Sie das noch ganz kurz... Ich komme, wie Sie wissen, aus dem Norden. Ich wohne am Meer, ich habe ein Boot, bin draußen. Sie werden im Norden niemanden finden, der auf dem Wasser ist, der auch nur die Gedanken hätte, jemanden nicht zu retten, der in Seenot ist. Und zwar egal aus welchen Gründen. Jemand, der in Seenot ist, muss gerettet werden. Und dann ist es ziemlich peinlich, wie wir mit den Menschen, die jetzt an Bord von Schiffen sind, in Europa umgehen. Es sind jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Menschen. Europa hat 540 Millionen Einwohner. Wir müssen nicht darüber reden, sie ordentlich zu verteilen, sondern wir müssen schlicht und ergreifend die Italiener, die Spanier, die Griechen entlasten. Denn es kann nicht sein, dass wir sagen, es ist euer Problem. Und wir kommen mit dem moralischen Zeigefinger und sagen dann immer wieder, kümmert euch jetzt selbst darum, sondern dann sagen wir haben ja 40 Städte in Deutschland, die sagen, wir sind bereit, die Schiffbrüche aufzunehmen, dann sollen wir das auch tun. Ja, perfekt. Also die Message auch nach draußen, es tut nicht weh. Es tut nicht weh und es ist einfach ein Akt von Humanität. Unser Grundgesetz hat nicht umsonst als ersten Satz in Artikel 1 die Würde des Menschen, jedes Einzelnen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Perfekt. Vielen Dank. Ein wunderschönes Wort zum Sonntag, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir sind aber noch nicht in der Kirche, das lassen wir uns dann für später einfallen. Genau. Ganz herzlichen Dank, Herr Kubicki. Auch, ja. Hat mich total gefreut. Mich auch. Wieder mal und nächstes Jahr im Sommer vielleicht wieder. Ja. Also wir müssen ja jetzt aufpassen, also es hieß ja, der Klimawandel macht die Sommer immer heißer. Jetzt sind wir gerade bei kalten Temperaturen. Ja, genau. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Perfekt, danke sehr.